Hallo miteinander und herzlich willkommen in der neuen Woche. Das Mal bin ich alleine für euch da, weil Fabian sitzt gerade da hinten und ist ein bisschen am Nähen. Diese Woche habe ich gedacht, wir euch mal ein bisschen erzählen, was wir so für Apps brauchen auf dem Handy zum Reisen. Weil ich finde, da kann man das eine oder das andere kann man empfehlen oder eben nicht. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier in diesem Reiseordner 9 Apps, die ich empfehlen kann. Stellplatzradar-App von der Promobil haben wir früher viel genutzt. Seit dem Update im letzten Herbst finde ich es ehrlich gesagt nicht mehr so lässig. Ich finde, es ist sehr träge geworden, sehr mühsam, um irgendetwas zu suchen. Und ich finde es nicht mehr so der Hammer. Nicht mich wunder, wenn ihr es noch braucht, vielleicht mache ich auch etwas falsch. Könnt uns ja Tipps geben, schreibt es unten rein. Wir brauchen jetzt anstattdessen eigentlich das Stellplatz-App von Camper Contact. Das ist gemacht von, ich glaube, Holländern. Die Vollversion kostet pro Jahr, ich glaube, etwa 10 Franken. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was sie kostet. Es ist aufgeteilt auf Stellplätze oder Serviceplätze oder Campingplätze oder erweiterte Suche. Ich gehe jetzt hier mal auf alle Plätze. Da könnt ihr euch anzeigen lassen, dann könnt ihr am besten einfach in ein Gebiet. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt in einem Gebiet sind, wo ihr nichts seht, so Karlsruhe zum Beispiel da, dann könnt ihr das hier anwählen, dann seht ihr, wie der Platz aussieht. Allerdings muss man dazu sagen, die Fotos sind nicht in der Offline-Datenbank drin, also wenn ihr Offline habt, dann habt ihr kein Bild dazu. Wenn ihr das wollt, müsst ihr halt auch im Ausland ein Datenpaket haben. Unter Kontaktangaben findet ihr auch GPS-Punkte. Ich habe es meistens so gemacht, dass wir dann die einfach ins GPS eingegeben haben und sind dann denen angefahren. Man kann allerdings auch sich da gerade direkt Routen mit Google Maps zeigen lassen. Das funktioniert hervorragend. Google Maps könnt ihr ja auch jetzt seit ca. einem halben Jahr gratis Offline-Karten herunterladen. Wenn ihr das so machen wollt, kommt ihr also gut durch eure Ferien durch, denke ich. Da unter der Ausstattung sieht man dann, was er alles hat, ob es kostet oder nicht. Bewertungen sind häufig eben auf Holländisch. Man kann sich aber übersetzen lassen, natürlich nur mit Internetzugang, aber es funktioniert eigentlich recht gut. Was ihr auch könnt, ist quasi, wenn ihr jetzt in diesem Gebiet sucht, da wollt ihr einen Platz, dann könnt ihr auch das euch als Liste anzeigen lassen. Oder was ihr auch könnt, ist Filter einschalten. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, ich will einen Stellplatz oder einen Campingplatz. Welche vorhandene Ausstattung muss es haben? Ein Chemietoilettenausguss, WC, Dusche, Internet und so weiter. Welche Bewertung? Ist mir die Bewertung egal oder will ich möglichst gute Plätze haben? Oder einen Richtpreis. Finde ich auch sehr gäbig, gerade wenn man ja nur schnell übernachten will. Ja, muss man ja nicht unbedingt 25 € zahlen pro Übernachtung. Was das allerdings anbelangt, habe ich nochmal ein sehr gutes App und das ist Park4Night. Das seht ihr hier. Das ist gemacht, ich glaube, von Franzosen, weil es hat extrem viele Franzosen, die das nutzen. Da hat man auch so eine Karte. Funktioniert zum Teil auch offline. Kann man sich herunterladen. Ich habe es jetzt eigentlich praktisch nur online gebraucht. Wenn man es online braucht, hat man auch den Vorteil, dass man dann auch Bildchen sieht. Diese Bildchen sind nur verfügbar, wenn ihr Internet habt. Häufig leider auf Französisch geschrieben. Was man könnte, ist eine Übersetzung hinzufügen. Also für all die Französisch können, macht doch da möglichst viele Übersetzungen rein. Da seht ihr auch Navigationspunkte wie der GPS und auch da könnt ihr euch gerade direkt mit einer App von eurer Wahl dorthin navigieren lassen, wenn euch das der Wunsch ist. Ja, bei den Einstellungen könnt ihr einstellen, was für Plätze das ihr überhaupt anzeigen soll. Ich habe jetzt alles eingeschaltet, außer Parken am Tag und Offroad 4x4, weil kommt bei uns eigentlich beides kaum in Frage. In der Regel suchen wir einen Übernachtungsplatz.
Und was auch schön ist, dass man eine Höhenbegrenzung rein tun auf 2,90 Meter. Das heisst, man steht nicht plötzlich vor einem Parkplatz, wo dann so ein viereckiges Eisengitter drum ist und man kommt nicht rein. Das wäre ja blöd. Dann hat jemand von euch mal gefragt, mit was dass wir unsere Ausgaben tracken. Und ich habe für das eine App namens Daycost. Ich habe das gekauft. Es gibt eine Gratis-Version. Ich kann euch nicht mehr sagen, was es kostet, aber es ist nicht wahnsinnig viel. Das sieht im Normalfall so aus. Hier oben haben wir das Datum, wo ihr durchgehen könnt, oder ganze Woche oder bestimmen. Heute ist jetzt der 19. Wenn ihr einen neuen Eintrag machen wollt, dann könnt ihr einfach nach oben ziehen, dann geht das Fenster auf. Dann könnt ihr sagen, ja, ich habe heute für ein Museum haben wir ausgegeben 15 Franken und wir haben das Bargeld gezahlt. Das geht auf eine Gruppe Ferien. Müsst ihr allerdings nicht machen, wenn ihr das nicht wollt. Dann könnt ihr es wieder aufschieben, dann ist das drin. Was da unten angibt, ist, da könnt ihr die verschiedenen Konten einstellen. Also habt ihr Bargeld, habt ihr Euro-Bargeld, dänische Krone etc. Das ist jetzt noch die Einstellung, die ich hatte von diesen Ferien von diesem Jahr. Da könnt ihr Konten hinzufügen. Da seht ihr ein Budget, wenn ihr euch ein Budget gemacht habt. Also ihr könnt auch voraus sagen, ja, ich will für Übernachtungen Maximum 300 Franken ausgeben oder was auch immer. Da gibt es Kostenanalyse, die finde ich persönlich sehr spannend. Das ist jetzt auf den letzten Einträgen, die ich jetzt gemacht habe, um euch das zu zeigen. Das könnt ihr dann, ist vor allem spannend natürlich ganz am Ende der Ferien, wenn ihr das wissen wollt. Was ihr auch machen könnt, ist hier in den Einstellungen natürlich eure Währung einstellen. Wenn das der Wochenanfang, Datumsanzeige etc. etc. Und ihr könnt es aber auch als CSV-Datei exportieren. Das heisst, am Schluss der Ferien könnt ihr das alles nehmen, exportieren über Dropbox oder wie auch immer und dann könnt ihr das in einer Excel-Liste aufmachen, was noch cool ist für alle die das gerne hätten. Das geht also alles. Kann ich auch sehr empfehlen. Was wir auch gebraucht haben, allerdings nie wirklich gebraucht, das ist das Wi-Fi Map Pro. Das ist eine App, die euch zeigt, wo umeinander hat es gratis WLANs für euch. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Allerdings muss ich dazu sagen, also ihr könnt dann hier hingehen und sagen, was ist das? Ja, da hat es gratis WLAN, könnt ihr das noch anklicken. Und dann seht ihr da unten, wie es heisst und auch was für ein Passwort das es bräuchte, wenn es dann ein Passwort braucht. Das Ganze ist offline basiert, das macht es noch gut. Das heisst, ihr könnt dann, wenn ihr Internet habt, könnt ihr sagen, ja, jetzt fahren wir dann auf Freiburg im Breisgau. Dann könnt ihr hier einfach reinzoomen. Und sobald ihr klein genug drin sind, lasst euch die gerade alle ab. Und dann sind ihr also schon ready to go. Die sind alle schon offline gespeichert. Das ist recht eine einfache Handhabung. Die 2-3 Mal, wo wir es wirklich brauchen wollten, war einfach, entweder hat die WLAN-Netz gar nicht mehr gegeben, oder das Passwort hat nicht mehr gestimmt und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt einfach noch drauf, damit wir es drauf haben, aber ja. Dann auch eine sehr schöne App ist das Packing Pro. Da könnt ihr Packlisten machen. Also wer muss was mitnehmen. Ihr könnt da verschiedene Standardkataloge auswählen oder da, ich habe dann einfach meine eigene Liste gemacht. Das ist jetzt die Liste von Schweden 2016. Das sind dann so einzelne Listen, wo ich weiss, ja, alles Fotogear ist da drin, das will ich mitnehmen. Und wenn ich das hier abhökle, dann verschwindet das gerade. Ihr könnt die ganze Liste machen für euch allein oder auch in den Einstellungen. Ihr könnt eigene Personen machen, das heisst, dann gibt es für mich eine Liste und für Fabienne eine Liste. Oder für eure Kinder, wenn ihr Kinder habt. So geht in der Regel nie etwas verloren. Was ihr auch könnt, ist Import und Export machen, allerdings nur im nein, es gibt sogar CSV. Das ist jetzt neu. Man kann also sogar eine CSV-Liste machen, das ist ja super. Auch da wieder etwas für alle externen Nerds da draussen. Sehr ein cooles Tool, muss ich also sagen. Geht nichts mehr vergessen. Dann, was ich mir mal noch zutun habe,
für das Promobil Stellplatz-App brauchen, das ist Scout. Das ist zumal vor dem Update ist das der einzige Navigator gewesen, oder einer der einzigen Navigatoren, der offline hast können brauchen, um zu schauen, wie weit das dann die Distanz ist, die man angegeben hat. Jetzt mache ich das eigentlich alles mit Google Maps, aber ich lade mir trotzdem einmal noch die gratis Karte runter. Einfach für den Fall der Fälle, dass ich keine Daten mehr habe oder keine Internetverbindung oder was auch immer, habe ich noch ein Backup. Free on Tour, das ist eine App, die von der Hyme-Gruppe eigentlich gemacht worden ist auch ein Online-Portal, also da könnt ihr euch anmelden und einloggen. Ist hauptsächlich gedacht für zum Reisebericht erstellen. Da hat es also auch viele, die da fleissig dran sind, die kann man dann da konsumieren. Man kann sie natürlich auch selber erstellen. Also wenn man da unten unter Logbuch geht, kann man sich da ein Logbuch machen und dann neue Einträge generieren. Das sieht dann so aus. Da könnt ihr oben einen Titel machen. Tag 1 zum Beispiel. Los geht's. Und so weiter. Und dann könnt ihr hier euren Text schreiben und noch Bildchen einfügen, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr hier auch. Und dann könnt ihr hier ganz normal euer Logbuch sozusagen machen. Ich habe es allerdings ausprobieren, weil es hat auch eine Planungsfunktion. Das habe ich nicht hier auf der App ausprobiert, sondern direkt auf dem Online-Webportal. Das sieht dann so aus. Ich habe da mal ein bisschen damit herumgespielt. Es ist noch lustig, es ist basiert alles auf der Google Maps Karte, aber es ist recht träge, das Ganze. Und ich habe dann auch gefunden, es macht dann, was schön ist, es zeigt einem eben hier auch zum Beispiel Campingplätze an. Das ist noch schön. Allerdings keine nur Stellplätze oder Parkplätze gibt es nicht an. Für das kann man es nicht brauchen. Ja, ich finde es ein bisschen fiddelig und so, und ich mache in der Regel mir selber auf Google Maps selber so eine Liste mit meinen Punkten. Das heisst, ich gehe auf Google Maps suchen, was mich interessiert, wo will ich durchfahren, wo wäre echt ein Platz. Platz suche ich, wie vorher schon gesagt, suche ich eigentlich mit diesen zwei Apps, Stellplatz-App und Park4Night. Und dann tue ich mir das selber zusammentun. Aber schaut euch das mal an, wenn es für euch super funktioniert, braucht das. Und jetzt das Letzte und fast das Wichtigste ist das Fiat Ducato Camper App. Ladet euch das ab, weil die meisten von euch werden wahrscheinlich ein Fiat Ducato Chassis haben. Und da drin tut es zum Beispiel, da könnt ihr dann eure Fahrgestellnummern eingeben und dann zeigt es euch unter anderem auch an, ob ihr euer Wohnmobil in eine Servicestation bringen müsst, so wie wir. Es gibt momentan nämlich gerade eine Rückrufaktion von Fiat für neue Modelle mit Euro 6 Diesel drin, die im 17 ausgeliefert worden sind. Ich glaube, in Deutschland sind ca. 6000 betroffen. Da muss man irgendein Abgasrückführrohr irgendetwas ersetzen. Wir werden das im Frühling machen, im kommenden Frühling. Was auch noch cool ist, man kann jetzt da, wenn man eine Werkstatt braucht, kann es einem aufgrund von der GPS-Daten auch gerade sagen, wo ist die nächste Werkstatt, wenn man eine braucht. Kann ich euch also auch empfehlen. Ja, das sind unsere Apps, die wir so immer brauchen eigentlich. Nächste Woche gehen wir dann auch wieder auf ein Thema ein von euch, und zwar wollt ihr wissen, wie es dann schon aussieht mit unserer Planung für nächstes Jahr. Was wir schon geplant haben, ist ja, oder ein Teil davon ist Dänemark für das Jahr, wo wir aber nicht waren. Und was wir dort alles so ins Auge gefasst haben, das können wir euch ja schon mal zeigen. Ob es dann wirklich Dänemark wird oder doch irgendwie Norwegen nächstes Jahr, das wird sich noch zeigen. Aber bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal.
wenn es wieder heisst Svefa on Tour.